Sie waren nicht zu stoppen und vorbei war der sportliche und faire Wettkampf um Aufstieg oder Verbleiben in der Bundesliga. Schiedsrichter und Spieler auf der Flucht Richtung Kabinen und auch auf den Rängen entsetzen die vorherrschende Emotion. Das war schon, wow, also grenzwertig, ganz ehrlich, grenzwertig. Schade. Das Problem war, dass wir Angst hatten, dass unsere Fans uns alles kaputt machen. 20 Minuten dauerte es, bis das Spielfeld wieder geräumt war. Hertha trat noch einmal an, auf Bitten der Polizei, damit die Situation nicht noch mehr eskalierte, so Vereinsvertreter. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass es gerade hier in Düsseldorf sowas möglich ist. Ob Hertha BSC gegen die Wertung des Spiels Protest einlegen wird, soll nach der Rückkehr der Mannschaft am Mittag entschieden werden. Außerdem hat der Kontrollausschuss des DFB Ermittlungen aufgenommen, auch wegen der Wurfattacken mit bengalischem Feuer auf die Spieler schon während des Spiels. Und die Polizei fordert Konsequenzen. Wir müssten auch darüber nachdenken, ob man den Vereinen im Laufe der Saison nicht einige Punkte abzieht für solche Fehlverhalten. Denn dann würde das auch ganz konsequent bedeuten, die Fans merken und spüren, was sie mit ihrem Verhalten dem Verein antun. Das Jubeln könnte den Düsseldorfer Fans jedenfalls noch vergehen, wenn die Partie am grünen Tisch entschieden wird.